Uns Schweizer sieht man ja so, wir sind nicht gerade so die emotionalsten. Aber ich denke es manchmal gar nicht so, weil jetzt, wo die Emotionen wirklich weg sind gefallen, in diesem letzten Jahr, merkt man plötzlich, wie das Leben ist, eben mit wenig Emotionen. Und das ist das, was mich fast so am schwierigsten tut. In so einem Moment, eben, wo man die Danke sagen und wo man doch auch eine gute Tradition eigentlich hat, einen anderen wertschätzend zu drücken, so, da fehlt einfach irgendwie gleichwohl viel. Aber es gehört eben auch ein bisschen dazu, dass es plötzlich anders ist. Jesus kann ein ganzes Leben von einem Moment auf den anderen auf den Kopf stellen. Das hat er mehrmals da und da werden wir hinten auch noch ein bisschen darüber hören. Aber ich möchte als Einleitung noch ein bisschen darauf eingehen, wie ich Jesus vielleicht auch erlebe. In den letzten 2,5 Jahren haben 4 von unseren Kindern gelernt, Autofahren. Und ich muss vorausschicken, sie haben es alle gut gemacht. Aber ich kann euch sagen, die Strasse zwischen Frutigen und Adelboden war noch nie so schmal wie dann. Die Leitplanke ist noch nie so nachgekommen, bei mir, niemals. Obwohl, die Strasse ist und bleibt ja gleich breit. Und mir ist etwas aufgefallen, man muss zwar als Beifahrer dabei sein, aber wenn wirklich etwas wäre, kann ich gar nichts machen, weil mir fehlt ja eigentlich alles. Ich habe kein Gaspedal, kein Bremspedal, keine Kupplung, ich habe kein Steuerrad. Und die Reaktion ist ja die gleiche eigentlich beim Menschen, wenn irgendetwas plötzlich, dann macht er so und dann wäre es ja dann schon zu spät. Und da ist etwas mir bewusst worden, eigentlich in dieser Zeit auch so ein bisschen. Und ja, es ist manchmal, geben wir das so weiter als guter Rat, aber es bleibt uns manchmal nichts anderes übrig, als einfach zu vertrauen. Vertrauen, dass es gut kommt. Und ich denke, Jesus ist manchmal auch so ein Beifahrer. Versteht mich recht, Jesus hätte dann schon ein Bremspedal. Jesus hätte ja ein Steuerrad. Aber wenn wir vielleicht auch auf unser Leben manchmal zurückblicken, sehen wir auch, Jesus lädt uns sehr viel selber Kurven. Und Jesus gibt zwischendrin einen guten Tipp. Er sagt, jetzt könntest du vielleicht ein bisschen langsamer, da hat es den Fußgängerstreifen und da muss man aufpassen. Oder da ist der Bus, da könnten Leute aussteigen, passt der auf. Oder jetzt dürftest du vielleicht einmal ein bisschen mehr beschleunigen, weil du dürftest jetzt in 80 fahren. Und das ist ja als Beifahrer so wichtig, wenn man schon ein paar Jahre selber Auto fährt, dass man eben die Neulenker nicht die ganze Zeit zutexten, hier, da, sondern eben ganz probiert, bewusst, gezielt, gute, weise Infos weiterzugeben, dass dem nebendran nicht schon verleidet, bevor es rechtmässig an die Steuer sitzen darf. Aber ich glaube, Jesus lädt uns in unserem Leben viel Freiraum, viel Freiheiten, obwohl er auch die Möglichkeit hätte. Und manchmal, seien wir doch ehrlich, viel einfacher wäre, wenn er einfach sagt, so, jetzt links, so, dann rechts, so wie der Fahrlehrer sieht. Ich habe das vorher gerade ein bisschen, ist mir so ein bisschen, dadurch, was Judith hat gesehen, wegen dieser Zukunft und mit Stellenprozent und allem, es wäre doch so gäbig, wenn jetzt Jesus zur Tür reinkommt und sagt, nächste Woche treffen wir uns das mal, ob Corona oder nicht, spielt keine Rolle, weil wir stehen ja über dem. Und dann sage ich euch, was ihr in der nächsten Zeit tun sollt. Das wäre praktisch. Er würde es nicht tun. Es braucht uns. Aber er rüstet uns aus. Das ist die Ermutigung, die wir alle dürfen haben. Er ist da und er geht mit uns. So wie er auch ist da war in dem Text, den ich euch lesen möchte. Lukas 5, Vers 1 bis 11. Wer eine Bibel hat, darf auch gerne mitlesen. Lukas 5, Vers 1 bis 11. Das ist eigentlich die Berufung der Jünger im Lukas-Evangelium. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte 2 leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Bootes, Simon, vom Ufer aus abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon:
Nun, fahr weiter hinaus und wirf dort dein Netz aus, dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote voll Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichten Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst. Und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. So beschreibt der Lukas die Berufung der Jünger. Es ist für uns vielleicht ein bisschen anders, als wenn wir es im Matthäus-Evangelium lesen oder am Markus. Weil der Lukas hat in seinem ganzen Evangelium ist er eigentlich sehr persönlich unterwegs. Vielleicht ist es so, weil der Lukas Arzt ist ihm vielleicht der Mensch so wichtig. Und so können wir sagen, wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, das ist so von Mensch zu Mensch. Wir lesen, dass sich eine grosse Menge hat versammelt und wollte auf Jesus hören. Sie hatten richtig einen Hunger gehabt nach dem Wort Gottes. Sie haben gemerkt, dass er mit Vollmacht zu ihnen redet. Und so ging wie mehr Menschen sich gedrängt und wollten hören. Und ja, was macht Jesus? Wenn er alle erreichen will, muss er ein bisschen Distanz haben. Weil das ist ja das Spannende, je mehr Menschen das auf einem Haufen sind, die etwas erfahren wollen, und dann muss der Redner ein bisschen zurückstehen, dann versteht man ihn sofort viel besser. Ist das nicht ein schönes Bild? Menschen, die Hunger haben nach dem Wort Gottes. Ich habe mich selber gefragt, wie gross ist mein Hunger? Wie gross ist mein Hunger, um wirklich auf das Wort Gottes zu hören? Fragen aus dem Wort Gottes probieren, Fragen und Antworten rauszuholen. Und dann auch die Erlebnisse miteinander auszutauschen. Und ich muss ehrlich sagen, die Gottesdienstabstinenz im Herbst, die ist mir viel irgendwie mehr zuwider gewesen, als im Frühling. Weil im Frühling war das ganz neu und ja, man hat sich da halt reingeschickt und ja, man hat es vielleicht plötzlich noch schön gefunden, den Gottesdienst im Internet zu gucken, wenn man den gerade will, einfach so. Aber dann ist der Herbst gekommen und da muss ich sagen, vielleicht hat noch etwas auch dazu geführt, warum das schwieriger war. Ich glaube, wir haben kurz vor dieser Gottesdienstabstinenz ein unheimlich schönes Lager dürfen haben. Miteinander waren wir unterwegs gewesen. Wir haben so schöne, also ich habe es so erlebt, vielleicht würden mir jetzt gewisse Leute widersprechen. Ich kann es nicht sagen, ich habe nicht mit allen geredet. Ich kann nur sagen, wie ich es erlebt habe. So, ein bisschen, vielleicht schon fast ein bisschen, so Himmel auf Erde. Das war einfach irgendwie schön gewesen. Und eine schöne Gemeinschaft, wirklich eine gute Sache. Und dann, wir hatten noch eine Woche Ferien gehabt. Nachher sind wir weg gewesen. Und dann war noch ein Gottesdienst gewesen. Und das hat mich auch irgendwie einfach gerade ohne so schön gedacht. Und dann, bumm, fertig. Aber die Frage ist, ja, was machen wir daraus? Ist der Hunger da? Ob wir uns treffen können oder nicht? Haben wir wirklich Hunger nach dem Wort Gottes? Also die Menschen, die wir hier gelesen haben, in der Begegnung mit Jesus im Lukas-Evangelium, die haben auch Hunger gehabt. Sie wirklich, sie wie Jesus hören. Jetzt nimmt Jesus, wir lesen dann nicht, dass er gefragt hat. Er hat 2 Boote gesehen, eins ist er gestiegen. Er sieht dort die Fischer.
Und ein Boot braucht man ja nicht, für einfach reingehen zu reden, sondern er hat nicht den Petrus darum gebeten, dann noch Simon, kannst du mich ein bisschen abstoßen? Und jetzt ist für mich etwas ganz Spannendes, da treffen zwei Welten plötzlich ganz krass aufeinander. Da ist zum einen eine Menschenmenge, die eben, wie ich es schon gesagt habe, die haben Hunger, die haben Erwartung, dass jetzt Jesus wirklich das Wort Gottes weitergeht und sie ermutigt. Und zum anderen sind jetzt plötzlich Fischer. Und Jesus hat die von einer Tätigkeit weggenommen. Wir lesen nämlich, dass sie ihre Netze im Waschen waren. Und jetzt stellt euch mal vor, die waren Netze im Waschen, die sie nachgeschleppt die ganze Nacht. Und da hat sich alles drin verfangen, aber keiner Fisch. Und ich habe noch ein bisschen nachgelesen, so ein bisschen, wie der Beruf zu dieser Zeit ist ausgeübt wurde. Und da hat es sehr, sehr viele Fischer gegeben auf diesem See. Und das war nicht so ein zimperliches Volk. Das ist da manchmal, denke ich, wenn die Netze im Waschen waren, das ist noch ein bisschen Rauch zu und her gegangen. Das war ihr Job. Da geht es manchmal ein bisschen anders zu und her, weder vielleicht im Gottesdienst. Und jetzt musst du Netz waschen, den halben Tag, was du die ganze Nacht hast mitgeschleppt. Und du hast nichts gefangen. Ich habe mir das so ein bisschen überlegt, wenn wir jetzt vielleicht auf uns beziehen, ich habe mir das so überlegt, vielleicht könnte man das vergleichen, wie wenn bis der Arbeiter die ganze Nacht noch alles gegeben und es wäre dann Weltcuprennen und dann ist es erst abgesehen. Das ist Frust. Man hat alles gegeben, man hat etwas wollen und es ist einfach nicht mehr möglich. Also Jesus hat zwei Arten von Menschen um sich, die Hunger haben und die gefrustet sind und jetzt da die Netze müssen waschen, reden wir gar nicht von Arbeitszeiten irgendwie, weil wenn sie nachts draussen waren oder einen Tag im Netz waschen sind, für die nächste Nacht, ja, irgendwann wird man dann vielleicht doch ein bisschen müde und je müder das man ist, je angesöderter ist man eine Menge schon. Und jetzt kommt Jesus, der eine Verbindung herstellt, indem dass er sagt, oh, komm, schieb mich mit deinem Boot, gerade ein bisschen raus. Und das hat mich schon sehr eigentlich schon berührt, wie Jesus nicht zuerst nur auswählen und sagt, was hast du für einen Stammbaum? Bist du rein? Wie sieht es mit deinem Boot aus? Jesus nimmt einfach, ja, wir würden jetzt vielleicht sagen, einfach die Erstbeste, er braucht sie. Er braucht sie. Jetzt wird der Simon plötzlich zum Beifahrer. Zum Beifahrer von Jesus. Jesus predigt und der Simon kann gar nicht anders weder hören. Ja, er hat sich auf das eingeladen, er hat Jesus jetzt ein bisschen rausgerudert. Und jetzt, ob er will oder nicht, er muss die Predigt hören. Aber jetzt hat Fisch gefangen die vordere Nacht, wie angesüdert das er ist, wie müde das er ist, er spielt im Moment alles keine Rolle, er muss hören. Jetzt ist die Predigt fertig und das Normalste wäre jetzt, dass Jesus sagt, oh Petrus, danke vielmals, könntest du mich bitte ans Ufer, weil ich möchte jetzt weitergehen. Jetzt sagt er, du, geh noch ein bisschen weiter raus. Und dann wirft er die Netze noch auf dieser Seite raus. Und das wissen wir, gefischt wird eben in der Nacht oder im Morgengrauen. Und eigentlich ging er eher so ein bisschen dem Ufer nach. Also mit dem Fisch, der Bogen ist eigentlich nicht mit raus. Und stellt euch vor, Jesus, der vielleicht gut predigen kann, und der Petrus, der, ich glaube, ein guter Fischer war, soll jetzt plötzlich am lauten, hellen Tag sagen, jetzt wie er es denkt, er sich zum Affen machen. Da sind noch andere Fischer am Ufer. Und jetzt soll er dem Wanderprediger glauben, dass er jetzt am lauten, hellen Tag bei bratender Sonne etwas werde fahren. Das ist eine Anmassung von Jesus. Aber Petrus kann wir lesen im 5. Vers in dem
5. Kapitel. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Das ist Fakt, eine Ausgangslage. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Wir wissen nicht, was sich hinter dieser Aussage wirklich versteckt. Ist es Glauben? Oder ist es das, was wir manchmal vielleicht auch ein bisschen sagen, ja, ich mache es jetzt, weil ich kann ja dagegen sagen, er hat gesehen. Er hat gesehen, ich soll. Wir wissen es nicht genau, was hinter dieser Aussage wirklich steckt. Aber was jetzt passiert, ist ein Wunder. Und wenn wir das Wunder einmal hören, sei das vielleicht in der Sonntagsschule, das bleibt uns. Das ist der Fischfang. Das ist vielleicht vergleichbar wie die Speisung von den 5000. Wenn wir das mal irgendwo gehört haben, das sind Geschichten aus der Bibel, die bleiben einfach. Und hier, das bleibt, ja, der Petrus ist rausgerudert mit seinen Kollegen und er hat das Netz rausgeworfen. Und was eben dann ist geschehen, ist ein Wunder. Plötzlich ist das Netz voll Fisch. Voll. Sie ziehen das an Land ins Boot, wollte ich sagen. Das ist ein solches Sagen, ein solches Wunder, dass ein Boot zu klein ist, das fährt fast an zu sinken. Sie rufen den anderen, du kommst uns zu Hilfe, wir haben zu viel Fisch. Und jetzt tagt es dem Petrus. Jetzt erkennt er nämlich etwas. Er sagt, hey, da ist etwas, wir würden vielleicht sagen, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das ist nicht einfach ein Wanderprediger da in meinem Boot. Sondern da ist mehr. Und er erkennt plötzlich, ups, ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe jetzt zwar ausgesorgt, vielleicht für die nächste Woche, aber gang weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und ich denke, da wird vielleicht, sehen wir uns vielleicht auch ein bisschen drin, manchmal. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon so ist gegangen. Wenn wir uns vielleicht bewusst wurden, was sich manchmal für Gedanken in unserem Kopf alles herumschwirrt. Und plötzlich wollen wir vielleicht beten, dann denken wir plötzlich, wie darf ich jetzt? Da ist zur einen Seite der heilige Gott. Und auf der anderen Seite bin ich, der vielleicht in diesem Moment ihnen bewusst wird, ich bin es eigentlich gar nicht würdig. Aber Jesus ist nicht umzugehen. Und das ist ermutigend. Ich denke, ich gebe dir völlig recht ernst. Gott ist unberechenbar. Aber er ist auch treu. Und das ist das Schöne auch hier. Jesus will nicht gehen. Sondern, klar, der Petrus kann sie in diesem Moment natürlich noch nicht greifen, aber genau für die Erkenntnis, die er hat, Hilfe, ich bin ein sündiger Mensch, das ist nicht bloß ein Wanderprediger, sondern ob er es genau erkennt, wir wissen es heute, ja, Jesus, der Sohn von Gott, steht ihm gegenüber in seinem dreckigen Fischerboot. Jesus ist nicht umzugehen. Jesus will bleiben, Jesus will verändern. Und das Schöne ist in dem Moment, wo der Petrus wirklich sagt, hey, ich bin ein sündiger Mensch, er greift in Jesus zu Wort. Er lässt ihn nicht ein bisschen warten, sondern Jesus sagt, fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Oder in anderer Übersetzung ist es Menschenfischen. Also Jesus tut das Wunder, um eigentlich das zukünftige Leben von Petrus aufzuzeigen. Er sagt, von jetzt an wirst du nicht
Netz waschen am Morgen, du wirst nicht mehr Nacht rausgehen, fischen, sondern von jetzt an bist du für mich unterwegs. Was können wir aus dieser Begegnung lernen? Für mich steht im Zentrum, für Jesus ist der Einzelne wichtig. Jedes, was wir heute Abend hier sind, ist Jesus wichtig. Ich habe gesehen, als wir da die ersten Gottesdienste so hatten, mir kommt es ein bisschen vor, wie wenn man die grossen Tennisturniere guckt, wie sie halt ihre VIP-Box haben. Wir alle so fast, zuerst mal haben wir da noch angeschriebene Plätze gehabt, so, wir haben fast wie unsere VIP-Box. Aber ob wir jetzt hier noch 100 Stühle haben, oder 20 oder 25, spielt keine Rolle. Ob wir in dem Sinne einen VIP-Platz haben, jedes ist Jesus wichtig. Und Jesus holt uns da ab, wo wir sind. Hey, Jesus hat sich aufmachen zu diesen Fischern. Er ist an ihren Arbeitsplatz gegangen. Der Arbeitsplatz ist das Leben. Jesus ist in ihr Leben gegangen. Jesus guckt auf uns. In unseren Alltag, in unsere Herausforderungen, in unsere Ohnmacht, in unsere Orientierungslosigkeit. Weil er sich für mich, für jedes Einzelne interessiert. Ein weiterer Punkt, den ich daraus nehmen möchte, ist, Jesus führt uns in die Selbsterkenntnis. Ich bin ein sündiger Mensch. Dem Petrus ist plötzlich klar geworden, in diesem Boot, an seinem Arbeitsplatz, ist ihm bewusst worden, ich bin ein sündiger Mensch. Es ist eine Selbsterkenntnis. Ich kann Fehler niemals rückgängig machen. Aber spannend finde ich, auf die Erkenntnis von Petrus geht Jesus gar nicht ein. Er hätte ja Petrus sagen, ja, ich weiss eben schon, was du alles. Und die Gedanken da vorher beim Auswaschen von deinen Netzen, dass du eifersüchtig warst auf einen Kollegen, der noch 50 Kilo Fische gefangen hat. Ja, das ist sündhaft. Ich weiss es schon. Aber ich bin ja jetzt da. Nicht kein Wort. Sondern Jesus möchte, dass auf der Erkenntnis Veränderung folgt. Weil ich glaube, das ist ja auch für uns in unserem Leben ein wichtiger Punkt. Erkenntnis ist etwas ganz Wichtiges. Aber nur die Erkenntnis nützt noch nicht. Mit nur einer Erkenntnis ist noch nichts verändert. Sondern was aus der Erkenntnis heraus muss folgen, ist die Veränderung. Und die möchte Jesus ja mit dem Petrus beisteuern und mit dem eigentlich durch die Veränderung durchgehen. Und ein weiterer Punkt ist, Jesus gibt uns Aufgaben. Es muss nicht gehen, dass plötzlich anders sein, wie für die Fischer. Wo Jesus kommt und sagt, so, von jetzt an werdet ihr nicht mehr hier, sondern von jetzt an seid ihr auf dieser Seite unterwegs. Aber Jesus kann uns auch in unseren Arbeitsplatz, in unseren Alltag abholen und uns Aufgaben geben. Weil Jesus hat eine Aufgabe. Und für Jesus macht jede Aufgabe Sinn. Ihr kennt wahrscheinlich die meisten, der R.W. Gaschlin, der war ja ein Zeitchen auch hier stationiert. Und er war unser Schulleiter in Basel und er hat mal gesehen, als er in Bern im Hauptquartier gearbeitet hat, sei er mal so zur Majorin Zimmermann, für uns Emmy Zimmermann, habe ich gesagt, aber Emmy, das, was du da den ganzen Tag machst, Statistik übertragen, von den Bögen, die aus dem Chor kommen, da übertragen, ist dir das nicht manchmal zuwider. Etwas Langweiligeres gibt es ja nicht. Du hast jetzt einmal gesagt, Ori, das ist eine ganz wichtige und spannende Aufgabe für ihn. Weil es sehe dann manchmal, wenn es ein bisschen zurückgegangen ist, dann habe ich auch so mit zu beten.
Ja. Es war eine Aufgabe, die sie reingestellt war. Und sie war ihrer Aufgabe würdig. Hat sogar andere noch ermutigen und sogar in der für uns vielleicht trockenen Arbeit drin einen Auftrag zum Gebet dürfen finden da drin. Ja, Jesus gibt Aufgaben. Ich möchte zum Schluss kommen, nochmal mit dem Bild Jesus als unser Beifahrer. So wie Jesus die Jünger, sie waren noch nicht wirklich seine Jünger gewesen, aber der Simon gebeten hat, führ du mich ein paar Meter. Er ist nicht selber ins Boot, hat gesagt, du, ich lehne es dann schnell aus und hat die Ruder genommen und angefangen auszurudern, sondern er hat ihn einbezogen. Und Jesus ist nicht ein Herrscher über unserem Leben, der einfach wieder uns möchte, sondern Jesus möchte gern mit uns unterwegs sein. Und er wünscht sich nichts mehr, weder dass er mit uns darf unterwegs sein. Amen. Ich möchte noch beten und um ein Segen bitten und er darf am Schluss von dem Gottesdienst dann nochmal ein Musikstück hören. Ich darf bleiben sitzen. Ich möchte dir danken, Vater im Himmel, dass du uns möchtest begegnen. Und ich möchte dir auch danken, dass du uns möchtest brauchen. Und dass mir jedes Einzelne an dir wirklich wichtig sind. Dass wir nicht einfach irgendwo auf dem Abstellgleis sind, ausgemustert, weil wir vielleicht nicht mehr gelangt haben. Sondern du zählst auf jedes. Auf jedes, was dich sucht. Du würdest niemals jemanden rausstossen. Dafür möchte ich dir einfach so fest danken. Und ich möchte dir auch danken, dass du dabei sein willst. Dass du uns auch nicht die Aufgaben oder die Herausforderungen stellst und es nicht einfach da drin lässt schwimmen oder vielleicht fast lässt untergehen, sondern du möchtest dabei sein. Und so danke ich dir jetzt einfach auch, dass du mit uns weiter in den Abend kommst. Dass du mit uns in die Nacht kommst. Und dass du auch mit Benzes weitergehst. Ja, wenn sich ihr Wohnort verändert, du bist und bleibst der gleich, ob sie hier ihren Wohnsitz haben oder an einem anderen Ort. Weil du der gleiche bist. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ich danke dir auch, dass wir um dein Segen bitten. Dass wir ganz fest auch darum bitten, dass du uns gibst, was wir brauchen, was wir nötig haben, damit du durch unser Leben, durch unser Sein, durch unser Tun kannst verherrlicht werden. Amen. Amen. Ja, es tut uns in dem Sinn weh, euch ziehen zu lassen, Christa und Ernst, so eine Abschiedsversammlung. Und was mir auch sehr weh tut, ist, dass wir das in so einem sterilen Rahmen feiern müssen. Wir haben jetzt zwar ein bisschen Übung mit Feiern im Sterilen, aber wie gern hätten wir ein richtiges Fest gemacht, mit auch etwas zu essen und zu trinken, mit Gemeinschaft und Zusammensein, mit Kind und Kegel. Und auch da zum sagen, wenn es mal laut würde, es hat also Kind da, weil es ist nämlich Familiengottesdienst heute Abend. Aber weil die Bestimmungen sind, mit nicht zu vielen Leuten in den Saal biegen, haben wir einfach unten einen Kinderclub gemacht. Also die Kinder sind jetzt leider nicht dabei, aber man kann nicht alles haben. Aber die Kinder haben gearbeitet, ihr werdet es nachher noch sehen. Ich werde es nicht unterlassen,
von den Heimbundfrauen aus oder Christa ganz, ganz herzlich Danke zu sagen. Ich will jetzt dafür etwas haben wir über Leute reden. Wir sind hier zusammengekommen, weil Christa, die paar Jahre, die wir jetzt zusammen Heimbund hatten, war so gut für mich. Ich konnte so mit deiner Unterstützung rechnen. Und deine Unterstützung war für mich so wertvoll in den letzten Jahren. Und ganz besonders jetzt auch in der Corona-Zeit. Und ich denke, es war nicht nur für mich, auch unsere Frauen, meine Frauen jetzt wieder an. Die haben was geschätzt. Sie bleiben auch noch ein bisschen weit. Die haben es auch geschätzt, was du alles für uns da hast. Und darum haben wir dir einfach jetzt auch noch Danke sagen. Und da habe ich, vielleicht siehst du gleich selber mal auf. Haben wir alle zusammengedreht. Ja, der Adventskalender. Im Frühling, ja. Fast gar nicht. Da klebt schon, da steht ich sehe gerade, dass da etwas nicht ganz klebt und bleibt. Ich muss dir den so übergeben, der hat nicht drauf, du bist auch dran. Ich habe einfach abgestürzt. Da haben alle Frauen etwas für abgegeben und das habe ich einfach zusammengelegt und das möchte ich dir einfach sagen. Ganz, ganz herzlich danke. Danke vielmals. Und für das du uns nicht vergisst vom Frutigland, habe ich auch noch etwas ganz Besonderes vom Frutigland. Erika, bring uns zurück, dass du eigentlich auch im Alltag zwischendurch als Frau stärken und eben vor allem auch zwischendurch an Frutigen denkst. Dann habe ich dir noch etwas besorgen. Auch da haben die Frauen mitgeholfen. Ich muss dann noch ins Drückchen. Du bist schon mal 4 Hände. Ja, die anderen 2 Hände dann noch bei. Oh! Wow! Er hat allerdings etwas mutig gelegt. Danke vielmals. Oh, nein. Danke Jetzt tue ich den Brief gerade hier dazu. Willst du es zusammen tun? Wie soll das? Ja, ich lege es gerade schnell. Die Kinder legen wir nachher noch. Nimm es so. Nimm es so. Ja. Ja. Ich mag schnell drehen, dass man es sieht. Dann machen wir nämlich noch ein Bild. Und also, sage ich aus denen, die nicht da sind, von der Frau, vielen, vielen Dank. Schön und lieb. Genau. Ja, ich liebe das. Dann Ja. Also ihr seht, Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Ich hoffe, dass ihr das gut verkleidet und noch Platz habt irgendwo in einer Zügelkiste. Aber es ist noch nicht fertig mit Geschenk. Wir haben auch noch ein bisschen gebastelt. Ihr müsst leider schon wieder vorkommen. Voilà. Einen Fisch gefangen, oder? Wir haben also gefischt. Und zwar einfach ein lieber Gruß. Das ist von allen Kigo-Kindern und Junior-Soldaten-Kindern. Die haben Fisch angemalt. Und das wären noch die ganz besonderen Fische mit guten Wünschen, die wir euch einfach überreichen mit den allerbesten Wünschen. Mit herzlichem Dank für euren Einsatz. Und eben, ihr seid lebendige Fische, gefangen im Netz von unserem grossen Gott, der vollkommen alles trotzdem im Griff hat. Und das müssen wir euch mitgeben und dann sagen, ihr bleibt Menschenfischer. Das Sagen von Gott, der geht mit und bleibt da. Genau, das ist wichtig, auch bitte. Und auch die Kinder alle lieben Grüße.
Genau, ich habe noch ein Kärtchen dazu. Und ich habe natürlich eine Losung gezogen. Aus Jeremia 31,3. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Mit dem Netz habe ich gefunden, das passt. Das habe ich also gezogen. Aus lauter Güte. Und die Güte Gottes, die geht mit euch und sie bleibt mit uns. Und so wollen wir euch das einfach übergeben. Und natürlich auch nicht ohne Rosen. Wir lassen es jetzt noch stehen, wenn es recht ist. Das sind noch eure Rosen, die wir euch mitgeben, einfach als Zeichen und Dank. Und also so ein paar Emotionen.